Brings, die schärfste Versuchung, seit es Deutschrock gibt. Angefangen haben Harry Alfter, Stefan und Peter Brings mit englischen Texten als No Excuse. Aber erst die kölsche Mundart verhilft der Band 1991 zum Durchbruch. Mit ihrem Debütalbum Zwei Zote Minsche, zu Deutsch Zwei Sorten Menschen, etablieren sie sich als die Hoffnung der deutschen Rockmusik. Inzwischen zu fünft, mit Kai Engel am Keyboard, geht es steil nach oben. Durch unzählige Live- hinaus bekannt. Die Fans lieben sie, die Fachpresse überschüttet Brings mit Lob. Gekrönt wird der rasante Aufstieg 1992 durch den spektakulären Auftritt vor 100.000 begeisterten Fans beim Arschu-Konzert auf dem Kölner Klotwigplatz. Typ im Blaumann sprüch ab, bei deinem Tier nur Kotz/Witz. Wie wird, wenn man selber geht, wenn man die Zähne auseinanderkriegt, wenn mir der Arsch nicht hochkriege, ist es eines da. Doch das Leben auf der Überholspur hat seinen Preis. Alkohol und Drogen bringen die Band fast auseinander. Kurz vor dem Bruch wird die Notbremse gezogen. Wir haben auf jeden Fall Leute in der Band, die den Alkohol nicht anrühren. Und wenn sie ihn anrühren, dann gefährden die sich. In erster Linie und natürlich in zweiter Linie alles, was da dran hängt. Band, Familie. Leute in der Band waren an dem Punkt, aufzuhören zu müssen. Es gibt immer die nette Party, das ist irgendwie, da entscheidest du, wann du das Glas nimmst. Und dann gibt's halt die böse Party, da sagt das Glas, wann du das nehmen musst. Wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann geht das meistens nach hinten los, weil da leiden Freundschaften, Arbeit, alles drunter, wenn du dann nur noch besoffen durch die Gegend ziehst. Mit dem Mythos von Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben die Brings ein für alle Mal aufgeräumt. Doch ihrer Musik und sich selbst sind sie treu geblieben. Verstärkt durch den neuen Schlagzeuger Christian Blüm legen sie mit ihrem aktuellen Album Glaube, Liebe, Hoffnung und hochdeutschen Texten nun ihr Reifezeugnis ab. Du warst zu klein, um genau zu wissen, was damals los war. Erinnerung tut weh. Denk nicht dran. Ihre Glaubwürdigkeit haben sich Brings bewahrt. Direkt aus dem Bauch heraus nehmen sie immer noch kein Blatt vor den Mund. Und wer sie einmal live erlebt hat, wird sie nicht mehr vergessen. Geht das schon okay? Doch wenn du schläfst, kommen all die Bilder. Fahrt das Ende in deinem Schoß und sie kommen immer wieder.